Mo masina kong masa kalama de. Tasa ba na ulit? Masa kalama de kirsi. Tanda lo cekang dawa dia ke rangka. Tadi kau cekik, kamu cekik kirsi tang lo jauh. Darang lo cekang dawa dia ke tadi turun ke jalan doa sebab tiga belam kali yang kau tiga sudah pasti jalan. Tadi sini tadi misalkan dia secara cuma masa dalam pasti. Tadi sini tadi kasih yang kau di jalan pergi. Ich habe den Witz nicht verstanden. Also er hat gesagt, ja, es ist natürlich schwierig, den Mönch Golojime, den wir heute sehen, so sich vorzustellen. Und das war wirklich, er hat so als Witz gesagt, eben die Chinesen haben ja gesagt, dass er jemanden umgebracht hätte. Und er hat gesagt, das ist der Mann, der jemanden umgebracht hat, nicht ich. Und er hat wirklich während einem Jahr und 8 Monate hat er so gelebt, hat sich einen Bart wachsen lassen, um wirklich möglichst unauffällig zu sein und möglichst sich zu verstecken. Und mehr hat er dazu nicht hinzuzufügen. Man sieht ihn hier auf der Flucht. Er hat gesagt, ja, dieser Mann, der anscheinend, also der jemanden umgebracht hat, der hat dann sich wieder verkleidet, um inkognito zu tun. Dann da los da da der Jimmy ni tong chen da na yin se jo ji ma da ji ge da sala de la man jo ne ta lo chen da ja ka ra da za sin ta kha ta ni thom ma ko sa jang de o ker ker ni za chen cha sa sa na ni pi ko ni pi ni ma ko so la ta ji yang ma na na ji yang ka chi se ko na ta chon ni 너 자신को दिवाएना था लोग कैसे जान करता हो माउस पता नहीं था जी कौन बात था डरने अच्छी सेंट थोड़ा है जी अच्छी सोचते भी है तो इसी थोड़ा लोग से लगा के ना तो सब वाला तो शुरू कर देने चाहिए जी लीड का सोचते भी है तो इसी सब ये लगा जी गारा है जी तो बहुत हम बात करते हैं वो ना अच्छी ना जी गारा तो सोचते भी दिया नहीं तो इसी के सोच करने चाहिए लाने चाहिए जरूर हम बहुत से 다들 엄마가 가지고 그 전에 이리만 생겼다. 항상 아주 샷 마시가 너무 좋아서 애들이 좋아서 독도 먹고 전에 애들이 hat dann er ist dann im Mai 2014 angekommen in Indien und er hat dann nach einiger Zeit hat er eine Robe geschenkt bekommen von einem Freund, der im Büro vom Dalai Lama arbeitet und er sagt, dass das wirklich ein sehr, sehr spezielles Gefühl war, denn während einem Jahr und 8 Monaten hat er seine Robe ablegen müssen und für jemanden wie er, der Mönch ist das, als wäre man ohne Schutz oder all diese Zeit. Als er normale Kleidung tragen musste, fühlte er sich immer, als wäre sein Körper ohne Schutz. Und das Bild stellt für ihn eigentlich dar, dass er wieder Freiheit erlangt hat und wieder dieses Gefühl von Sicherheit und von Schutz, endlich wieder in seiner eigenen Kleidung zu sein, so wie man sich wohlfühlt. 다들 같이 해서 망고즈 남아서 뒤졌다 샤브리 망고즈 뒤라게 되면 네
사장나네 세트를 디서트 담전진인데 개발 모니터링 양타바네 같은 취재 나 마사카나 탑스 지자체 뭐 요마데 요마다 뭐 가자는 것도 담아서 같은 데니까 오네 다 지금 뭐 그냥 나오고 지금 다 본능하게 지금 내가 보면은 지금 강락강선가 지금 김말이 요래 대신 사실 제가 좀 민정성화나 마치 시시 뭐를 이 마음도 제야라고 싸면만 문이로는 나이 뱀선 수치는 작성 format가 내가 뭐지도 많으니까 어디게 하면 나가서 사실 뭐 어떻게 제야나 나보고 자꾸 나가다 나중에 이제 저가나 요인이 당 소리 정성화당 그때 망고시 그다데 제좀 나가서 나 제가 실습할 다 말한 걸 보니 지금 어떤 그 뱀선 작성 나가서 사실 제야나요 강락강선 가서 이제 판토야로 가서 지금 내가 시도적으로 지금 판토지에 상에 이미지 때문에 사실 남당으로 가는 나가서 지금 예 내가 지나나 샤도로 가는 단지 가서 마시라고 되게 뭐지 요새가 내가 그다고 나지네 지금 내가 가서 나가 베스스 남당에 나가서 이제 지금 어때 마음제만 지금 내가 지금 모니터링이나 지금 참대 강마마지 페이퍼가 가리는 양타바는 뜻이 지자에 대한나라들 지자다 내려가면 남은 보직들이 지지네 단 그대 야만지는 계속데 페이퍼가 양타바니 밑에 지자에 마음바야나 아주 뭐 인도 그 탑승자들이 로시가 이게 세라자 말이 다 아주 머리를 밀어라고 나타 그때가 너 인정하자고 해도 맞을 같이 보래 딱 야하다고 말해서는 동적性있을 당에 단 맞을 때 가서 제 가서 다다나 나가서 미터스 사실 지금 가서 내가 될 하나 더 써서 되는데 로동 보러가자니라니 아바타 가서 지금 가서 되는 방법이 있대요. 단가서는 뭐든 제약을 가서 그러다 되는 거 가디 같이 냠을 보고니 아주 짜던 소리야 되도 하는 같이 뭐 말하니까 단 내가 마음에 괜찮니 복사만 하는 내가 좀 내상에 옛날에 나가서는 지금 수습나 집에 버린 mamang ko makadina tekadani mamaya kadi tekadani terna ada nahare mamaya na 지금 레타 로타 타지야 레카네 타지 상만의 지금 대표로 그냥 그거는 리라지에 드리시는 데만 터져가지고 자식이다. Er möchte sich bei allen Anwesenden bedanken und es bedeutet wirklich viel, dass so viele Leute erschienen sind heute und sein Ziel war es, von seinen Erfahrungen zu berichten und gewiss denkt er sich, dass er wirklich viele Situationen in Tibet erlebt hat und so vielleicht hofft er, dass heute seine Präsentation euch auch nützt oder von Hilfe sein wird, um ein bisschen die Situation in Tibet besser zu verstehen. Und er möchte auch nicht, dass hier diese Präsentation so interpretiert wird, dass er denkt, ja, das sind meine Errungenschaften oder ich bin mit jemandem Wichtiges. Er denkt überhaupt nicht so von sich, sondern er denkt, er ist nur ein Beispiel unter sehr vielen und er möchte auch durch seine Erfahrung von Folter, von Inhaftierungen und von seinen politischen Aktivitäten hofft er, dass er eigentlich auch für sehr, sehr, sehr viele andere Tibeter spricht, die noch heute darunter leiden. Und auch als er gestern ankam am Flughafen Zürich, waren sehr viele anwesend und waren dort, um ihn willkommen zu heißen. Und es bedeutet ihm wirklich sehr viel und auch für das möchte er sich bedanken. Und sein Appell an Sie ist, dass die tibetische Freiheitsbewegung, das ist keine Sache von einem Jahr oder von 2 Jahren, sondern das ist eine Sache, die wir von Generation zu Generation tragen müssen. Und es kann vielleicht sogar noch in 1000 Jahren wird es wichtig sein, Tibet und für das Wohlergehen des tibetischen Volkes zu kämpfen
Und ich glaube sehr stark daran, dass wenn man gemeinsam arbeitet und wenn wir alle gemeinsam uns einsetzen für unsere Freiheitsbewegung, dann wird es auch zu guten Resultaten führen. Und sein Ziel ist es auch, hier von der Schweiz aus weiterhin seine politischen Bemühungen weiterzuführen und weiterhin aktiv zu bleiben. Und er weiß, dass die tibetische Gemeinschaft hier ihn schon seit sehr vielen Jahren unterstützt und immer seine Arbeit unterstützt hat. Und er möchte auch an sie appellieren, ihn und seine Arbeit weiterhin zu unterstützen.